Guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Panorama, moderiert aus Zollikofen. Heute haben wir folgende 3 Beiträge für euch in der Sendung. Effiziente und nachhaltige Solarenergie von Agrola, Schnee in der Höhe und die Bierkönigin vom Gurtenfestival. Die Energiedienstleisterin Agrola trägt mit zukunftsorientierten Gesamtlösungen zur Nachhaltigkeit bei. Ein Beispiel dafür entsteht momentan beim Balti-Center vor Landi im Zürcher Unterland. Der Freddy Sen als Projektleiter hat an Manuel Moser eine Führung und einen Einblick ins Projekt gegeben. Wir sind hier im Balti-Center. Wir stehen hier zwischen Dietliken und Winterthur auf der Verkehrsachse über Land. Und da wird das Balti-Center von der Landi erstellt, mit dem Business Center auch noch drin, und ein Topshop wird auch noch errichtet. Dann ist das Gebäude zuerst mal das Fundament gemacht worden, dann aufgestellt worden die Holzarbeiten, und dann am Schluss kommen wir, die dann ins Kies die PV-Anlage erstellt haben. Wir sind aktiv in der Arbeit sind wir rund etwa 2 bis 3 Monate da. Nachher sind wir eigentlich weg. Büroarbeiten mit Planung und Anmeldungen und allem sind wir gut fast ein Jahr dran gewesen, dass alles gestimmt hat. Die grösste Herausforderung war ja noch die Logistik, dass wir da alles sauber termingerecht auch liefern, dass wir auch Vorlaufzeit hatten. Dann einen strikten Terminplan, wo der Bauverzug eigentlich fast keine Toleranz hat. Ja, wir haben auf dem Dach oben rund 540 Module verbaut. Das sind 240 Kilowatt Peak auf dieser Fläche. Das sind produzieren wir da für 8 Einfamilienhäuser, 4-Personen-Haushalt. Ist eigentlich die Leistung, die wir hier haben. Der Wechselrichter ist eigentlich das Herzstück dieser Anlage. Der tut den Gleichstrom zu Wechselstrom umwandeln, der dann nachher ins Netz eingespielt wird. Also da haben wir ein GSEF, wo zuerst das Gebäude und der Topshop zuerst den Strom von der Solaranlage verbraucht wird und dann der überschüssige Strom dann ins Netz zurückgespielt wird. 70% decken sich selber von dem Strom ab, ist auch noch licht- und wetterabhängig, und die restlichen 30% müssen die vermutlich noch vom EW beziehen. Ja, die Möglichkeit ist natürlich da, weil man da auf einer Hauptverkehrsachse ist, von Dietliken auf Winterthur mit den Schnellladestationen zu arbeiten, dass man mit einem Microgrid mit einem grossen Speicher arbeiten kann, dass man da sauber die Lastspitzen oben abholen und weniger muss zahlen. Wieso die Agrola? Weil wir alles aus einer Hand bringen. Wir bringen PV, Microgrid, GSEF, Ladestation und den Stromhandel bieten wir alles von einer Firma an. Während wir hier im Flachland bei Temperaturen von bis zu 30 Grad vor uns her schwitzen, liegt auf den Berggipfeln teilweise gegen noch Schnee. Der Patrick Schmidt war auf der Gespaltenhornhütte zu Besuch und hat mit der Hüttenwartin Monika über die Gefahren dieser weißen Pracht geredet. Unser Weg ist wirklich, also finde ich selber speziell. Ich laufe ihn selber immer wieder mega gerne, weil er sehr abwechslungsreich ist. Also man kommt so vom Grünen und nachher von dieser Alp und nachher dann eben mit diesen Regenschirmen, wo eigentlich immer Wasser kommt. Also klar, jetzt gerade kommt extrem viel, aber da kommt auch mit dem Sommerwasser. Und nachher kommt man da immer mehr ins Alpine und in Steine und jetzt im Moment halt auch sogar noch Schnee. Und ich finde ihn wirklich sehr abwechslungsreich. Schnee ist um diese Zeit ein bisschen seltener, oder? Ja, es ist sicher viel länger als letztes Jahr. Das ist so. Es hat auch am Anfang viel mehr Schnee gehabt, als wir gestartet haben. Wir mussten die Eröffnung verschieben. Die Schneefelder, die jetzt sind, hoffen wir, dass sie möglichst schnell weggehen. Das hat uns natürlich auch ein bisschen verzögert mit den Übergängen von der Sefina und von Kanderstegen weg. We started in Lauterbrunnen and we walked up across and stayed a night at the hut down there, and now we've walked across here. Got some snow before the pass, a tiny little bit, and then along the sort of traverse across to here, a few patches of snow. Did you expect that? I'd read about it saying there was some reasonable chunks of snow, so didn't know how much, but it was okay. Ich bin mit einem Gast aufs Gespaltenhorn. Es ist etwa 1000 Höhenmeter hier von der Gespaltenhornhütte aus. Im Zustieg gibt es noch Schnee, hoch in den Büttlassensattel.
Da hat es noch Schneefelder und nachher ab dem Sattel oben ist es ziemlich aber. Man kommt ohne Schneekontakt bis auf den Gipfel, kann die Steigeisen im Sattel sein. Ja. Und Lawinengefahr, wie ist das ein Thema im Moment? Nein, das ist kein Thema. Es ist schön gesetzt. Es hat zwar nicht abstrahlen es war weich, aber es hat gleich gut gedreht. Es ist gut gegangen. Ja, auch für Netze. Und der Schnee hilft natürlich für Netze. Man ist viel schneller da als durch das Grolllachen. Aber die den Bergfrühling verpasst haben, die können vielleicht noch nachholen, oder? Genau, also Blümchen kommen jetzt, man sieht sie überall. Die sind einfach ein bisschen später. Genau, die tun jetzt den Schnee vertreiben. Das Festival auf dem Güschen ist in vollem Gang. Auf Hochtouren läuft darum auch der Bierausschank auf dem Berner Hausberg. Der Ben Abeckle hat der Corinne Mohr bei ihrer Arbeit über die Schulter geschaut. Güschen ist etwas ganz Spezielles. Es ist einfach der Hausberg. Man trifft ganz viele Leute, die man eben sonst nicht so trifft. Einmal im Jahr trifft man sich hier oben, hat eine gute Zeit. Bei wunderbarem Wetter und es fängt einfach zusammen. Je früher der Morgen oder je später der Abend, desto lustiger wird es oder lalliger wird es. Genau, es ist nicht immer ganz einfach, aber hey, man muss mit einer gewissen Prise Humor nehmen und dann geht das. Genau. Du selber darfst ab und zu oder musst vielleicht auch mittrinken, so, weil sie dir etwas spendieren. Ja, es ist eben nicht so gern gesehen, aber ab und zu machen wir das natürlich. Wenn sie uns schon eins offerieren, dann kann man ja nicht Nein sagen, oder? Du hast vorhin noch etwas Schönes gesagt, nie ohne mein Team. Genau. Kannst du das noch erklären? Hey, nie ohne mein Team. Das sind echt meine Leute. Ich arbeite mit denen seit mehreren Jahren. Es kommen immer mal wieder ein paar neue dazu. Und es ist einfach so eine gute Truppe. Wir haben es so gut. Und darum komme ich jedes Jahr wieder. Es sind eigentlich die Leute, die mich immer wieder zu machen zu kommen. So, dass ich hierher komme und dass ich die 4 Tage fast nicht schlafe, viel zu viel Alkohol trinke. Ja, einfach schlussendlich mich nach diesen 4 Tagen 80 fühlen, aber es sind so gute Leute und eben nie ohne mein Team. Das war es vom heutigen Panorama. Mehr Infos zu den einzelnen Beiträgen findet ihr wie immer auf unserer Webseite oder auf der App. Jetzt geht es noch weiter zu den Kollegen von Meteor News und dem Wetter. Ich sage schon mal merci fürs Zuschauen und wünsche ein ganz schönes Wochenende. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Sommerferien. Made in Bern. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Ihrem Plattform J-Wetter für den Kanton Bern. Schön, sind Sie wieder mit dabei. Am heutigen Freitag haben wir viel Sonnenschein zu gut gehabt. Es war sehr warm bis heiß und über den Bergen haben sich im Tagesverlauf Quellwolken gebildet. Das Regen- und Gewitterrisiko ist dort ein bisschen angestiegen. Morgen am Samstag bestimmt es nochmal ein hoch unseres Wetter. Am Sonntag erfasst es dann allerdings eine Kaltfront. Morgen starten wir jetzt aber das erste Mal noch mit viel Sonnenschein ins Wochenende. Es lohnt sich am Morgen noch mal gut zu lüften. Die Temperaturen liegen da bei 15 bis 16 Grad umeinander. Am Nachmittag wird es dann hochsommerlich. Die Temperaturen erreichen 29 bis 30 Grad. Im Tagesverlauf ziehen dabei zum Teil ein paar dekorative Schleierwolken über den Himmel. Über den Bergen bildet sich meistens harmlose Quellwolken. Ja, die 0-Grad-Grenze liegt morgen auf rund 4000 Meter. Auf den Bergen haben wir meistens schwachen Wind aus westlichen Richtungen. Am Sonntag erfasst es dann eben eine Kaltfront. Da ist es unbeständig mit einigen Regengüssen und Gewitter, die zum Teil auch kräftig ausfallen. Das Temperaturniveau geht deutlich zurück. Am Montag erwartet uns Wolken und im Flachland zum Teil Sonne. Vor allem in Richtung Oberland gibt es zum Teil auch noch ein paar Regengüsse. Am Dienstag dürfte es dann im Flachland teilweise sonnig sein. Im Oberland halten sich die Wolken aber wieder hartnäckiger. Da ist auch das Regenrisiko noch ein bisschen erhöht. Am Mittwoch da dürfte es freundlich und meistens trocken sein. Am Donnerstag sieht es dann nach aktuellem Stand recht sonnig und warm aus. Und damit wäre es das auch schon wieder von meiner Seite. Ich bedanke mich dafür, dass Sie zugeschaut haben und wünsche Ihnen noch eine ganz gute Zeit. Ade miteinander.